Ja. Næste lokomotiv, vi får på drejeskiven, er LY 1126. Die Lok, die jetzt auf die Drehscheibe fährt, ist die MÜ 1126. Og som alle kan se, så ser det jo lidt anderledes ud. Und wie man bemerkt haben dürfte, sieht die ein bisschen anders aus als die anderen. Men denne gang er det altså ikke ulovlig graffiti. Aber das ist nun mal nicht ungesetzliches Graffiti, sondern men lovlig kunst. Gesetzmäßige Kunst. Lokomotivet kom til Danmark i 1957. Die Lok kam 1957 nach Dänemark. Og for rigtige kendere, så var vingehjulet foran spejlvendt. Und wie die richtigen Kenner wissen, war das Flügelrad an der Front spiegelverkehrt. Det blev udrustet med ITC i 1974 for vendetogskørsel. 1974 wurde die Lok mit ITC ausgestattet. Herefter begyndte DSB i slutningen af 80'erne at lave forsøg og tanker om førerløse tog. Am Ende der 80er Jahre begannen die DSB mit seiner Versuchsreihe mit führerlosen Zügen. Samt ATCS-testkørsler. Und Testfahrten mit ATCS. Og da lokomotivet skulle køre på en lukket bane, blev man enige om, at det skulle ikke ligne alle de andre lokomotiver, hvorfor at en kunstner blev ansat for at prøve at male lokomotivet anderledes. Da die Lok auf einer geschlossenen Bahn fahren sollte, meinte man, dass sie nicht so aussehen sollte wie die anderen Loks. Deshalb wurde eine Künstlerin verpflichtet, die Lok andersartig dekorieren sollte. Kunstneren hed Lilian Adler. Die hieß Lilian Adler, die Künstlerin. Men inden hun fik lov til at tegne, så kom DSB's designchef. Aber bevor sie anfing mit ihrer Arbeit, kam der Designleiter der DSB, Jens Nielsen, og ønskede, at dekorationen signalerede, at toget kørte forsøgskørsler som førersløst tog. Und erzählte ihr, dass er gerne haben möchte, dass die Ausschmückung signalisierte, dass der Zug Versuchsfahrten durchführte, und zwar als führerloser Zug. Og hvis, ligesom i Kejserens nye klæder af H.C. Andersen, så kan vi jo alle sammen se på udsmykningen, at det er lige det, den viser. Ja, und wenn man H.C. Andersen kennt, wir sind hier in Odense, dann sieht man genau natürlich, dass genau das auf der Lok abgebildet ist. Lokomotivet har også været lejet ud til de norske statsbaner. Die Lokomotive war auch an die norwegischen Staatsbahnen ausgeliehen. I forbindelse med Olympiaden i Lillehammer i 1994. Das war im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Lillehammer 1994. Lokomotivet blev miljørenoveret i 1994 og døbt Nikita. Die Lok wurde 1994 umweltgerecht ausgestattet und erhielt den Namen Nikita. Det blev udrustet med ATC i 1996. 1996 kam ATC hinzu. Men i 2000 blev lokomotivet hensat på Godsbanegården i København. Und im Jahr 2000 wurde die Lok dann auf dem Güterbahnhof in Kopenhagen ausrangiert. I 2002 blev lokomotivet byttet med DSB MÜ 1105 til DJK. 2002 wurde die Lok mit der MÜ 1105 mit DJK ausgetauscht. DJK, Dansk Jernbaneklub. DJK ist der dänische Eisenbahnklub, Dansk Jernbaneklub. Og tilhørte indledningsvis den såkaldte DM-gruppe Jysk Veterantog i Padborg. Die gehörte dann zur DM-Gruppe Jysk Veterantog, also die jüdische Nostalgiezüge in Padborg.